Untersuch mal einen Mr. Grant. Mr. Grant? Wäre Nein. ich doch nur beim Tod Caesars dabei gewesen. Was für ein Arschloch. Komm, wie schaut denn aus? Wird irgendwas geboten? Nein. Bist du Grant? Mr. Grant. Wäre ich doch nur beim Tod Sturmsoldat? Caesars dabei gewesen. Was für ein Arschloch. Und Kumpel, was ist da mit? Oder befindet sich Mr. Grant da unten? Techniker? Bist du Grant? Schaut aus wie Grant. Wir müssen noch eine Menge für den Präsidentenbesuch vorbereiten und haben nicht viel Zeit. Tschüss. Und? Das war's. Ich habe von Ihnen gehört und bin froh, dass Sie aushelfen. Ist eine delikate Angelegenheit und wir brauchen Hilfe von vertrauenswürdigen Leuten. Wir müssen noch eine Menge für den Präsidentenbesuch vorbereiten und haben nicht viel Zeit. Wenn es losgeht, haben wir einen strikten Zeitplan. Bereit? Bereit, halt bereit. Gut, der Präsident kommt erst morgen. Erholen Sie sich. Ich gebe Ihnen morgen früh eine Einweisung. Schlau von den Kings, dass sie sich zurückgezogen haben. Sie hatten keine Ahnung, mit wem sie sich angelegt hatten. Und? Haben wir schon den nächsten Morgen? Freut mich, dass Sie kommen konnten. Die meisten meiner Männer sind schon im Dienst und draußen beginnt sich auch schon die Menge zu sammeln. Wir haben heute viel Arbeit vor uns. Und wie schaut der Plan aus? Der Plan ist, die Sache durchzuziehen, ohne dass Scheiße passiert. Ich werde daher die Sicherheitsteams persönlich überwachen und mit allen Leuten in ständigem Funkkontakt bleiben. Wir können wohl sicher sein, dass die Legion heute etwas unternehmen wird. Also müssen wir auf alles vorbereitet sein. Wir werden tun, was nötig ist, damit der Präsident den Besuch heil übersteht. Also Mr. Grant, was muss wissen? Wenn ihr im Werk bin, dann passiert immer Scheiße. Präsident Kimball kommt gleich. Wenn Sie noch eine Sicherheitsprüfung durchführen oder nach Auffälligkeiten suchen wollen, dann tun Sie es jetzt. Sobald Sie bereit sind, treffen wir uns draußen auf der Aussichtsplattform. Aber beeilen Sie sich. Überprüfen, was möchte ich überprüfen? Das Gebiet auf Hinweise untersuchen. Welches Gebiet? Hey, Wo geht denn aus? Pass auf. Ja, bin ich da wieder? Haben Sie gemerkt, dass der Strip in letzter Zeit... Hey, über Sie habe ich schon Gutes gehört. Was kann ich für Sie tun? Nein, mir ist noch nichts Seltsames aufgefallen. Meinem Freund hier auch nicht und der hat eine Nase für sowas. Wiedersehen. Oder Wiedersehen. Ja, nix sehen. Damit der Watson. Aha. Hallihallo. Hallihallo, Watson. Was weißt denn du? Er wird eine große, tolle Rede vor den Soldaten halten, die hier am Staudamm stationiert sind. Ich freue mich schon darauf. Er scheint so ein netter Kerl zu sein und ich darf ihn treffen. Er verleiht mir einen Orden. Keine Ahnung warum. Ich erledige nur meinen Job, wie die anderen Jungs. Ich freue mich aber trotzdem. Ja, Mann. Tschüss. Präsidenten schwingen immer große Reden. Ich kann uns am besten, gell? Sie verziehen sich besser. Ach so, mal, ja doch. Aha! Einer durchschießen, du Heiliger. Also, Moment, bin ich tot. Tom bin geschlachtet wie eine Sau, schön. Ja toll, dein du nicht aufgegeben darfst, das sagt doch keiner. Das ist Deppen. Täusche ich mich oder greift die Bruderschaft uns nicht mehr an? So schlau hätte ich sie gar nicht eingeschätzt.
Sie verziehen sich besser. So, Micha. Denn drum, dass die nicht nähern, oder was? Ranger? Und die Legion greifen die, oder wir? Nur Techniker und autorisiertes Ja, warte mal. Personal dürfen aufs Dach. Mit der Bitte Runde will ich gehen Sie plaudern. weiter. Niemand darf ohne Autorisierung nach oben. Der Präsident kommt heute zu Besuch. Ranger Grant will nicht, dass hier oben jemand ohne Autorisierung herumschnüffelt. Nur RNK-Techniker und Leute mit ausdrücklicher Genehmigung von Ranger Grant dürfen auf das Dach. Bis später. Nur autorisierte Personal. Und wo ist der Mr. Grant? Der Spinner da drin, oder was? Valentine, da sind wir, Baby. Hey, Sie haben nicht zufällig meinen Freund hier gesehen, oder? Er heißt Ben und ist Techniker. Wir wollten uns hier treffen, damit wir gemeinsam zur Rede des Präsidenten gehen können, aber er ist nicht aufgetaucht. Ist er nicht? Da habe ich heute Morgen schon nachgeschaut. Wir sollten uns hier vor einer Stunde treffen. Dann werde ich wohl weiter warten müssen. Tut mir leid, dass ich Sie belästigt habe. Mein Freund ist immer noch weg. Und mehr nicht, oder was? Mein Freund ist immer noch weg. Der sollte lieber bald mal hier auftauchen. Also Valentine, hier ein bisschen Zeit. Wenn du auch Zeit hättest. Nick, die mag mich nicht. Kampflos geben Sie wir stand nicht auf. auf Bayern. Darauf kann sich die Legion verlassen. Alter, Mr. Grant, wohin der jetzt? Der Mike Lawson. Der Sommer, wie kommst du Nobi? Ja, habt ihr ein Treppchen für mich? Ich möchte mit oben schauen. Vielleicht hat sich auch noch einer geschlichen von diesen Saubwurm. Diese Freak. Wie geht's? Leute, festhalten, ich komme jetzt. Bekanntermaßen mit dem direkten Weg. Ja, Mikey. Und der Mr. Fantastic. Kenn ich den nicht? Sieh mal einer an. Fantastics kleiner Helfer. Richtig erwachsen geworden. Tritt in die Fußstapfen seines Meisters. Wonach sieht's denn aus, Mann? Ich bin der verdammte König der RNK. Caesars Legion hat Caesar. Die RNK hat Fantastic. Die RNK gehört jetzt Fantastic. In diesem Krieg geht's nur um Strom, Mann. Caesar will Strom, die RNK will Strom und Fantastic hat Strom. Nachdem ich Helios One in Gang gesetzt und die RNK vor ihren dämlichen Anführern gerettet habe, gab's eine Beförderung. Alles tanzt nach meiner Pfeife. Darauf kannst du einen lassen. Okay, es gibt noch Formalitäten zu klären und einstweilen muss ich noch alles mit Lawson besprechen. Aber mache ich das auch? Heißt er etwa Fantastic? Hey, bleib cool, Mann. Wer hat gesagt, dass ich dein Boss bin? Ich bin bloß der Kerl, der dir sagt, was zu tun ist, bevor du tust, was zu tun ist. Mann, was fällt nicht in meine Verantwortung? Überlauf und Unterlauf, Lecks im Damm. Ich muss mich echt um alles kümmern. Leute suchen mich wegen meiner Weisheit auf und wollen, dass ich ihre Streitigkeiten regle. Etwa, wer darf das Ding hier behalten, das wir gefunden haben, Fantastic? Oder, Fantastic, wann erkennst du endlich deine Vaterschaft an? Echt crazy. Adios, amigo. Adios. Also Streitigkeiten kläre ich ja immer. Und mit der Lawson.
Hallo Jungspund. Ich darf vorstellen, mein Baby. Das Kraftwerk, der Damm, das sind meine Babys. Aber sagen Sie das nicht meinen Enkeln. Ich habe da drin alles entweder neu gebaut oder repariert. Ich war schon lange vor der letzten Schlacht hier. Da drin steckt ein so großer Teil von mir, dass ich ohne den Ort nur ein halber Mensch bin. Ich war fast durchgehend hier unten. Ich kann Ihnen nicht sagen, was die Jungs mit den Knarren oben angestellt haben. Aus Gesprächen mit den Jungs, die da oben gekämpft haben, weiß ich, dass Hanlon etwas geschafft hat, das die meisten wohl für unmöglich hielten. Naja, er hält sich meistens zurück, was auch gut so ist. Er würde wahrscheinlich einiges kaputt machen, wenn er sich nützlich machen wollte. Im Moment darf er die Schalttafel für die Sprechanlage bedienen. Schalter umzulegen scheint ihm eine Menge Spaß zu machen. Ich höre. Ich bin der Cheftechniker. Ich sorge dafür, dass die Turbinen sich drehen und das Wasser fließt. War schon besser, war schon schlimmer. Als ich hier ankam, drehte sich nur eine Turbine. Kurz nach dem letzten Gefecht hatte ich mal 6 am Laufen. Ein traumhaftes Geräusch. Derzeit laufen nur 4. Vor einer Weile wurde einer der Einlauftürme verstopft. Weil da jetzt kein Wasser mehr durchkommt, laufen die Generatoren nicht mehr. Irgendwann werde ich mal ein paar Jungs in die Turbine schicken und sie wieder zum Laufen bringen. Aktuell gibt es aber Wichtigeres zu tun. Ein Job für mich? Nein. Tschüss! Also so mit da unten gibt da nichts für mich. Täusche ich mich oder greift die Bruderschaft uns nicht mehr an? Also leider mir sowieso mit der Grant. Wo gibt es noch hinten? Da gibt oh Gott. Alter Bumm. Hilfe mit mir. Ich glaube, da unten suche ich mich dumm und deppert. Es scheint, dass die Gebiete bald hochgehen. Die Aussichtsplattform. Wo soll die sein? Bei der Besucherzentrum. Aber eine Aussichtsplattform, vielleicht die Lommert. Wäre ich... Nelson gehört wieder uns. Ja, wie darf ich? Hoffentlich können wir es dieses Mal verteidigen. Ja, wir brauchen einen Key. Und dann bin ich da rum. Ah, da ist er schon. Mein Gott. Also, Grant, oder ich sage, du versteckst dich ganz schön. Haben Sie die Sicherheitsprüfung abgeschlossen? Aber selbstverständlich. Sieht aus, als ob sein Vertibird jetzt reinkommt. Es geht los, also verpatzen Sie es nicht. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss die Sicherheitsvorkehrungen überwachen. Der Patzen ich. Wenn was schief geht, ich bin nicht schuld. Mit dem drum reist der Präsident. Und wenn der Feind anruft, wo kommt er her? Oh. Der Präsident oder was? Hey Kumpel, ich hab mich gar nicht an. Wobei, warte mal.
Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen danken, dass Sie uns heute zu diesem ganz besonderen Anlass besuchen. Ich freue mich, Ihnen den Präsidenten der Republik Neukalifornien vorstellen zu dürfen, Aaron Kimball. Ja, Mr. Kimball. Oberrausch. Liebe kalifornische Mitbürger, die Sie dem Aufruf unserer Republik bis hierhin gefolgt sind. Sie, Wer geht da drum, Jü? deren Weg ich hier bin. Und Ihnen verdanke ich, dass dies möglich ist. Wir genießen unsere Privilegien, weil Sie bereit sind, das größte aller Risiken auf sich zu nehmen und das edelste aller Opfer zu bringen. Frauen und Männer mit Private First Class Das ist mit der Scharfschütze Nummer. als möglich, dass Nevada und die Republik Neukalifornien frei und sicher bleiben. Was machen Sie hier oben? Noch schon. Ach du Scheiße, wirklich? Wir sollten uns das mal ansehen. Dauert nur einen Moment. Wir sollten uns das zuerst beide ansehen. Warum beide? Okay, Sie gehen vor. Ich geh vor. arbeitete als Karawanenfahrer und seine Mutter wagte sich, wie viele Kalifornier, War ein toter Ranger. in die Ruinen der alten Welt. Sie litten unter Wasserknappheit, Raiderangriffen und Was machen Sie hier oben? Und sie hielten stand. Immer mit der Ruhe. Niemand benutzt das Funkgerät, bevor ich weiß, was los ist. Na, scheiß drauf. Sie machen mehr Ärger, als Sie wert sind. Hier drüben! Es kam die Zeit, als sie die Last Du sind mir doch, ha? mehr allein und die Nation erhörte sich. Soldaten und Ranger wie sie Aha. folgten dem Plan. Hätte er den irgendwie gerochen von unten. Männer und Frauen traten vor und sagten, ich nehme die Last auf meine Er hat Schultern. gewusst, nennen. Und am Owens Lake lösten wir unser Versprechen Weil es ist ein. der einzige Sniper weiter breit, Jü. Die Raider-Stämme und schufen in der östlichen Sierra einen dauerhaften Frieden. Wir trugen die Last. Und obwohl viele unserer Brüder und Schwestern auf dem Schlachtfeld blieben, hielten wir stand. Vor 10 Jahren kamen Chief Elise und Vertreter der Wüstenranger zusammen und handelten die Klauseln des Mr. Grant, das gibt einen Befehl auf Gummi. Vertrags aus. Der Vertrag war mehr als Den Präsidenten gerettet. um die Wüstenranger in der Republik willkommen zu heißen. Er war das Versprechen, Südnevada zu schützen vor Caesars Legion und der Tyrannei seines Regimes. Zu Hause werde ich manchmal gefragt, Sollten Sie nicht nach Verdächtigen Ausschau halten? Ja, Mann, Hobby. Verdammt nochmal! Ich kann nicht glauben, dass die Legion tatsächlich jemanden an der Sicherheit vorbeibekommen hat. Gut, dass Sie ihn erwischt haben. Ich lasse ein Sicherheitsteam die Gegend durchsuchen. Mal sehen, ob die Legion noch mehr Überraschungen für uns parat hält. Ich sage auch die Rede des Präsidenten ab. Wir lassen ihn von einem Team direkt hier rausbringen. Das ist erst gelaufen, wenn er in Sicherheit ist. manchmal vergessen wir, dass das Licht unserer Gesellschaft Komm, Wildhütten. Er hat einen kleinen Angriff. Manchmal halten wir unsere Privilegien, die unsere Vorfahren so hart erkämpften, für selbstverständlich. Wir Kalifornier müssen stets gewahr sein, dass unsere Prinzipien uns begleiten. Und die Bumser sind die Berg. Gehen und stehen. Respekt, Schutz Ziehen sich besser. Du sind mir hier, du harter Techniker. Ball auf der Präsidentin Foot. Patrouille und Rüstung, taugt nix. Wieso? Aber das war der andere Techniker, oder? Höchstwahrscheinlich. Den die noch vermisst hat. Und mit der Campbell, der ist schon wieder fort. Das kann aber auch nicht seine Reden schwingen. Jetzt nicht. Warum nicht? Jetzt nicht. Und wann hast du denn Zeit?
Also um durch, gell? Gute Arbeit heute. Wir haben den Präsidenten sicher rausgebracht. Und ohne Sie hätten wir das nicht geschafft. Ich danke Ihnen. Also Kumpel, kommt mir befördern. Zum nächsten Präsidenten. Gute Arbeit heute. Wir haben den Präsidenten sicher rausgebracht. Und ohne Sie hätten wir das nicht geschafft. Ich danke Ihnen. Bei der Köter doch. Ich glaube, der muss einmal. Mr. Haus mitteilen. Der Hotwehr reist wieder zu Mr. Haus. Und zurück am Strip. Also Mr. Haus und so gleich. Kompliziert wurde die Nummer nicht. Und? Nose auf Logger. Ohne Sie wäre Präsident Kimball jetzt tot. Sie müssen sich nicht schuldig fühlen, wenn die RNK-Niederlage am Hoover-Damm seine Karriere ruiniert. Die Legion hat keinen Grund mehr zu warten. Ihr Angriff auf den Staudamm könnte jederzeit beginnen. Zuvor möchte ich, dass Sie noch eine Aufgabe für mich erledigen. Es mag trivial scheinen, aber das Gegenteil ist der Fall. Zwischen dem Strip und Helios One liegt das Eldorado-Umspannwerk. Es ist zwar unscheinbar, hat aber einen immensen strategischen Wert, da Sie von dort aus den heruntergefahrenen Reaktor des Lucky 38 starten werden. Verschaffen Sie sich Zugang zum Kontrollraum des Umspannwerks und setzen Sie dieses Überbrückungsmodul ein. Übrigens bewachen RNK-Soldaten das Werk. Wenn das erledigt ist, sind alle Vorbereitungen getroffen. Die Schlacht um den Hoover-Staudamm wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. So, das heißt, wir reisen jetzt zum Umspannwerk. Aber bevor wir da oben reisen, machen wir noch eine kleine Entdeckungstour. Die Unruhen. Das Umspannwerk, wo ist denn das? Da drunten. Bei Black Mountain. Aber mich würde interessieren, was da unten ist. Da dazwischen ist bestimmt irgendwas, oder? Pass auf. Nipten. Wer kann aber schnell, warte mal. Bisschen reparieren.